Hallo ihr Liebeleit, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig. Ja, jetzt sind wir mal, sehen wir das Ganze mal durch Cats Ara. Ah, nicht verkehrt. Schauen wir doch mal, was es hier in der Werkstatt gibt. Das sieht ja wohl eher wie eine Werft aus, ne? Gucken wir uns doch mal mit ihr um. Naja, vielleicht habe ich den Pöbel noch nicht völlig aufgebracht. Indem ich die zwei Fischer noch nicht abgemurkst habe, aber schauen wir einfach mal. So. Hier finden wir noch nichts Großartiges, aber ich befürchte, dass dort draußen ist kurz vor einer Meuterei, ne? Ah, da brauche ich Ermittlung. Das kann sie doch bestimmt, oder? Ah jo, kann die das. Okay. Und das sieht jetzt Pierce natürlich einmal wieder. Und da liegt da der... If someone had told me that one day West's work would kill him. Ah, mit ihr kann ich auch Rekonstruktion machen. Na gut. Dann schauen wir doch mal, was sie rekonstruiert. Mit Medizin. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? Also hier ist die Leiche nur hier geschafft worden. Der ist nicht hier abgemurkst worden. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch Indizien finden. Also so schlecht die Ermittlerin scheint sie jetzt auch nicht zu sein. He came from here. Ja, da hier gezerrt. Kommen wir doch nicht vorbei? Doch. Okay. Ich gerade sagen, das ist aber nicht Charles Hawkins. Ja, gut. Das hätte mich jetzt sehr gewundert. Weil Schürhake durch den Hals heißt in normale Dimensionen eigentlich tot. Down the stairs. Okay, da hochgezerrt. Dann werde ich hier wohl eher nichts finden, ne? Sondern erst wieder, wenn ich runtergehe. Na gut. Schauen wir uns das doch mal an. Wenn wir hier nicht auch irgendwas finden. Ah ja, hier wieder. Direkt vorne. Sie ist irgendwo draußen umgebracht und hier reingezerrt. So this is where West was killed. Alter, mit was für einem Dolch? Anscheinend von einem Kultanhänger. What the fuck is that? Where did it come from? Ja. Das war kein Fischer, das war ein Kultist. Ist das der Hohepriester? Ne, der hat nicht mal mehr Maske auf. Der hat von sich auch schon so Cthulhu-Gesicht mit 4 Haare. He wasn't alone. Who were those guys? Okay, da hat man nochmal was mit Ermittlung. Okay, West hat es anscheinend hier gesehen, dass hier ein Kult abgeht. Der hat ihn entdeckt und wahrscheinlich dazu noch diesen Body Snatcher Sound gemacht. Und dann sind die anderen Ofen los, weil das Vieh sieht da raus, als würde es Geräusche machen. Das sind auch wieder so zwei tentakelige. Okay, ist vielleicht besser, wenn die ihre Maske aufhängen. There's only one man who smokes these gaspers. Fitzroy. Okay. Ach Motto. Wie ich es vermutet habe, dass unseren Kapitän Fitzroy tatsächlich zum Kult gehört. Okay, der hat so 2 eklige Mini-Cthulhus bei sich gehabt. Aber die Hände sind normal, ne? Ah, nee. You're not supposed to be here, Truth Seeker. What's going on outside? Sarah Hawkins und Fitzroy. Huch! Verpiss dich! Oh, mit R2 schieße ich. Alter! Kann ich irgendwie hochladen? Das war jetzt die Impulsreaktion, einfach mal drauf geschossen. Vor allem, weil die ihre aggressives Symbol gehabt haben. Ja. Aller hopp. Der Dolch. Ah ne, das Symbol liegt immer noch da vom Kult. Ich glaube, hier erliegen jetzt alle Cthulhus Ruf. Das sind nämlich Menschen, ne? Damn it!
Alter. Kapitel 12, Polizeirevier Darkwater. Jetzt spitzt sich das noch mehr zu. Trophäe erhalten in Kupfer, Angriff auf die Docks. Pierce konnte Cats beunruhigende Entdeckungen durch ihre eigenen Augen sehen. Auf ihrer Suche nach dem Polizistenmörder wurde sie von Inselbewohnern angegriffen. Pierce muss erst noch herausfinden, ob sie überlebt hat. Ja, ich vermute, jetzt geht's so richtig ab hier. Sarah Hawkins scheint wohl dem Ruf, nachdem sie das Shambler verbannt hat, vollkommen erliegen zu sein. Und jetzt gehört sie wirklich zum Kult. Jetzt ist er 100%ig gefährlich. Und Captain Fitzroy ist entweder einfach nur Mitglied oder, wie ich vermute, da relativ einflussreiche Person ist auf Darkwater, könnte der Typ auch was ziemlich Hohes sein innerhalb von dem Kult, ne? Während Cat dem Kult wohl nicht angehört, also sie und ihr Schmuggler gehören dem wohl nicht an, weil die ja auch eher, sagen wir mal, berufstechnisch auf Darkwater sind und nicht Alteingesesser. Ach Mann, ach Mann, ach Mann, jetzt bin ich immer gespannt. Und die Dorfbewohner, die alle Schlafmangel haben und Albträume haben, die scheinen wohl jetzt auch Cthulhus Ruf zu erliegen und wahnsinnig zu werden, vollkommen wahnsinnig zu werden. Das sind jetzt mehr oder weniger nur noch hirnlose Menschen-Zombies. Pierce, wake up. Ah, What Kumpel, happened? sehr gut. Take that weapon, you'll need it. Okay. Hawkins, she... Ah! Oh, 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 oh. Tell me, My head! Oh, aus der Coming into Aare. my head! Bradley. Damn it, pull yourself together. You got me! I can't resist any longer! We've been working together since I arrived here. I know you can overcome it. It's too late! I lost Sarah Hawkins. Oh, 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 What? I was unable to stop her. What do you mean, unable? She left with the bookseller. He came back alone. Told me she couldn't resist the call. The doctors told me later they saw her going in the direction of the whaling station. Okay. Damn it. I'm turning, Pierce, into one of those things. No, keep fighting it, Bradley. It's too late. You have to end this. Do it. Kill me. Oh, ich möchte ihn eigentlich... Ja, komm, I'm sorry. bevor er es wird, dies wird ein Schicksal verenden. In den Fußspuren Dani irgendwas. Trophäe erhalten in Kupfer I war got it. das. Scheiße. Ja, ich wollte nicht, dass er mein Feind wird. Ich möchte mich nicht gegen ihn stellen müssen. Jetzt habe ich 7 Charakterpunkte. Wir pumpen 5 auf jeden Fall in Psychologie. 2 weitere habe ich noch zur Verfügung. Scheiß drauf, wir pumpen alles in Psychologie. Ich befürchte, ich brauche die Psychologie, damit ich noch irgendwie meinen Verstand bewahren kann. Psychotisch sind wir aber immer noch. Ja, nochmal das Necronomicon. Hat das Necronomicon ein eigenes Bewusstsein? Bei der Untersuchung der Villa der Hawkins kam Pierce mit einem Abglanz des verlorenen Buches in Kontakt. Das Werk ist so machtvoll, dass selbst die Erinnerung daran dazu führt, dass der Detektiv einen Teil seines Verstandes verliert. Pierce ist nicht der Einzige, der es gelesen hat. Auch Sarah Hawkins hat das Buch studiert. Erste Prüfung ist Anorotrauma. Der Leviathan ist zurück, um Pierce zu quälen. Dieses Mal hat seine Wahl dem Detektiv erlaubt, schockierende Enthüllungen über die Inselbewohner zu erfahren, die er für seine Verbündeten hielt. Jeder weitere Wissensfetzen zerstört den Verstand von Pierce weiter. Ein Verstand, der schon von Bild- und Klanghalluzinationen, die der Leviathan hervorruft, geschwächt ist. Diese Begegnungen zehren erheblich an seiner geistigen Gesundheit. Er läuft Gefahr, komplett dem Wahnsinn zu verfallen. Aber immer noch psychotisch, noch nicht vollkommen wahnsinnig. Okay. I can't breathe. Oh, oh. What's happening? Okay, ja, der ist ziemlich am Arsch gerade, aber weil er Officer Bradley gerade abgemurkst hat. Bei Orte haben wir noch was Neues. Verlassene Mine. Sarah Hawkins ist in Dimensionsschlurfer direkt in diese verlassene Mine gefolgt.
Die Leichen der Schmuggler und die Kisten zeigen, dass diese Mine von Cats Gang benutzt wurde. Okay. Scheiße. Der Tatort. Der Leichnam von Polizeichef West wurde in Cats Revier in einem Lagerhaus gefunden. Durch das Verfolgen der Blutspur konnte die Identität des Mörders in Erfahrung bringen. Konnte sie die Identität, ne? Es war ein Kultmitglied, das auf der Insel aktiv ist. Andererseits ist unmöglich zu erklären, wie sie an die Information gelangte, dass Kapitän Fitzroy und Sarah Hawkins anwesend waren. Algernon Drake, der angeblich mit ihr in der Villa blieb, taucht in ihrer seltsamen Rekonstruktion der Geschehnisse nicht auf. Colt. Colt 1911 AI oder A1-Pistole, die hauptsächlich von den Streitkräften der Vereinigten Staaten verwendet wird. Eine gute und effektive Waffe. Boah, dann raus hier, ne? Alter Falter, jetzt geht's ab. Spiel gespeichert. Jetzt habe ich die ganze Zombies hier. Okay, die kann ich auch mit Stärke anscheinend. Ups. Hinter mir ist auch so ein Kasper. Ich versuche die zu vermeiden, die Kerle. Alter, was geht denn mit dem ab? Okay. Kapitel 12, Hafen von Darkwater. Pierce kam in der Gefängniszelle wieder zur Besinnung. Bradley wollte ihn freilassen, doch Pierce' Zustand zwang ihn zu einer unmöglichen Entscheidung. Der Detektiv ist jetzt hinter Sarah Hawkins her. Er hofft, die verrückte Künstlerin zu finden, bevor sie die Dinge noch schlimmer macht. Sarah Hawkins is Alter. going to the whaling station. Okay. Stop. Wo ist denn dieser Wichser hinter mir? What am I doing? Okay, dann knallen wir halt jetzt jeden Arsch ab, der mir auch nur in die Quere kommt. Habe ich irgendwas zum Nachlader oder? Alter, verpisst euch! Nein! Okay. Na gut, er übersteht anscheinend eine 2 Schläge von so einem Sarah Wahnsinniger. Hawkins was going to the whaling station. Ah, da kommt der. Stop. Oh God. What am I doing? Verpiss dich! Der kam von hier. Gibt's hier Pistole-Munition oder sowas? Ich könnte jetzt auf eine Munition, ne? Ah, scheiße. Okay, dann löschen wir mal lieber die Lichtquelle. Also wer nicht wahnsinnig wird von der anderen zerfleischt, wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Munition ich übrig habe. Ja, wir schießen einfach mal alles über den Haufen, was wir hier hin. Trophäe erhalten in Silber, die Abscheulichkeit von irgendwas. Was he like the others? Okay, anscheinend habe ich irgendeinen anderen Typ noch abgeknallt, der es nicht verdient hat, abgeknallt zu werden. Na, ist mir mittlerweile egal. Ich bin relativ paranoid unterwegs gerade. Hier ist auch nichts mehr, oder? What happened here? Okay. Na gut, schießen wir halt mal einfach alles ab. Da ist auch wieder dieser Spongo. Dann schieße ich jetzt einfach mal über den Haufen. Ich habe keinen Bock mehr, mit denen zu kämpfen oder sonst irgendwas zu machen. Machen wir mal zu. Alter. Das bietet leider wenig Licht. It looks like an old Seaway map. Okay, ja, machen wir doch mal Rekonstruktion, klar. Alter. Hawkins, also Charles Hawkins, Fitzroy und Fuller. Und die petzen sich hier irgendein außerdimensionales Scheißviecherei.
Igitt. And when they found me, they ate my flesh. Ah, der wundersame Fang, the miraculous catch, ne? And my flesh granted them powers and revelations. You are getting closer, Truth Seeker. Ja, the miraculous catch, das war wahrscheinlich was, ne? Dass die Leute hier die Sekte gegründet haben. Most precious gift of all. The truth. The ultimate truth about life. Und der hat es weiter erforscht. Able to resurrect life, then it will only be a matter of time before I know how to create it. Der wollte Frankenstein sei. Okay. End of dawn. They ancient and powerful. Wow. Alter. Und er? Und die Wahl der Kult. Stop using your powers and never again approach the Tal'Dorei. Oracle or not, they will not get you. Alter. Und bei ihm? Oh, der ist der Hohepriester wahrscheinlich. Weil sein Vater das Vieh rausgezogen hat aus dem Meer, ne? Vermute ich doch mal stark, dass er der Hohepriester ist. Und sie ist das Orakel. You need a truth seeker. Someone with exceptional sensitivity to his dreams. This gift will lead him to this island. As I am the Oracle, I speak for him you cannot name. Alter. Track. Track the truth like the bloodhound you are. War ja wohl eine klare What has she Anweisung. done? Alter Falter. Jetzt speichert's wieder. Ready, Captain. Ein neuer I'm not Hinweis. dying in this rat hole. Oh, und Cat ist hier. Okay, aber erstmal gucken wir nochmal. Beim Verstand immer noch psychotisch. Erste Prüfung. Haben wir da ohne irgendwas Neues gekriegt? Preis der Wahrheit. Während Piers Verstand schwächer und schwächer wird, eröffnet ihm seine erhöhte Sensibilität für das Okkulte neue Wege. In manchen Fällen kann er versteckte Wahrheiten aufdecken, wenn er mit dem... Ja, das kennen wir schon. Okay, psychotisch, aber irgendwie sind wir kurz vor Wahnsinn, habe ich das Gefühl, ne? Wir werden ja auch fleißig, fleißig tatsächlich hier Traumata sammelt. Hinweise. Die enthüllte Wahrheit. Auf die Logik oder Sinne ist nicht länger Verlass. Im Büro des Hafenmeisters löste eine alte Seekarte neuerliche Bilder aus. Ihre Anzahl, die Genauigkeit, ihre Natur. Alles deutet darauf hin, dass es sich tatsächlich um Bild- und Klanghalluzinationen handelt. Die aus ihnen erhaltenen Informationen decken sich aber mit den Beweisen aus der Ermittlung. Angefangen beim wundersamen Fang. Wenn Hawkins, Fitzroy und Fuller wirklich an Bord der Skylla waren und den Kult gründeten, wie alt sind sie dann wirklich? Dann ist Captain Fitzroy nicht der Vater, sondern der ursprüngliche, der das Vieh gefangen hat. Alter! Okay, hier gibt's noch was Verstecktes. Notiz von Fitzroy. Fitzroy hat alle Wege von der Insel wegzukommen zerstört. Alter. Hier nur noch was drauf? Nee. Okay, das war alles Versteckter. Ja klar, der ist wohl der Hohepriester, weil der den Leviathan, Teil von Cthulhu, weiß der Teufel was rausgezerrt hat. Hier ist Cat. Oh, die sieht aber gut zusammengeschlagen aus. Ich mag das persönlich überhaupt nicht, wenn jemand Frauen schlägt. Das, ganz eklig. What are you still doing here, Detective? I need to go to the whaling station. It's locked. You'll need a key to get there. Right. Go get me a first aid kit. Okay. I might have something for you. Na gut, das klingt fair. You were chasing Fitzroy, but now you're here, injured. How do you know? There were too many. Got us. If I don't get something to stop the bleeding, I'm a goner. Na gut. I'm coming back with a first aid kit.
Hurry up. I won't last long. Dann erklärt es auch, warum das Holzbär von seinem Vater da noch liegt. Anscheinend hat sich Fitzroy der Operationen von Fuller unterzogen und hat das Gewebe nachwachsen lassen und das Bär nachwachsen lassen, ne? Und Fuller erklärt dann auch 1846 die Fotografie. Der ist tatsächlich so alt. Die sind nur so teilunsterblich, wo also das Fleisch gefressen haben. Und ich würde sagen, ihr liebe Leute, wir sind bei weitem noch nicht am Ende. Deswegen mache ich hier meinen Cut. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer wahrscheinlich auch wieder 20 Minuten dauernde Episode von Let's Play Call of Cthulhu auf Pelzig, obwohl sich die Sache so richtig zuspitzen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder heilen Marquette und gehen zur Walfangstation hoffentlich. Ich denke, da könnte man noch ein bisschen mehr an Wahrheit rausfinden. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.